es gibt drei Aspekte, die nach müssen Menge Meinung nur mehr genau belicht gehen, der den das was wir für die Realwirtschaft, für die Auswirkungen von der Krise aufzumildern, muss noch ein bisschen Ursachenforschungen mehr, wie wir die Krise möglich, aber was kann ihn da ändern, und dann wie soll als Bankplatz an der Zukunft ausgesehen. Für die Materialwirtschaft schmengende Gast wird doch schon das Allerwichtigste gesagt. Wir schließen als der Regierung an noch den neuen Oppositionsparteien an dem wir so nicht das richtig eng antizyklisch Investitionspolitik zu machen. Das ist fundamental nicht falsch. Man bemol, da die muss so der für kein Großprojekte an Obträge gegeben, die sich über Jahren erstrecken, an die für allem von irgendwelchen ausländischen Großbetrieben zugutkommen, mit Kleinprojekten, überblickbare Projekte, die also nationale Ökonomie helfen. Das gilt für den Staat, das gilt für parastaatliche Syndikate, das gilt natürlich auch für die Gemengen. Mit der Einschränkung alt nie denke, dass eine Gemenge muss zur für sich stroden, dass die sich nicht überschulden. Ein weiterer wichtiger Punkt, wir am Budget 2009 insofern Änderungen vorzubringen, dass ihr seht, wir müssen Maßnahmen ergreifen, die die Leute hier Kaufkraft stärken. Und da kann man an ganz flott Sachen denken, wo man zum Beispiel so eine Renovation von Wohnraum, Umbau von Wohnraum nur ökologische Kriterien, Abbau von ökologischen Heizungen und so weiter, das sind Sachen, die Kind vierrangig verstärkt bezuschussen, respektiv durch staatliche Kredite möglich machen. Als nächsten Kerpes, wo man sowohl als Nationalökonomie stärken, als noch etwas für als Klimaschutz Kinder erholen. Die Unterstützung von kleinen und Mittelbetrieben geht aber auch. Und das ist etwas, was alle Parteien seit 20 Jahren an allen Weltprogrammen so, was noch kaum ein gemerkt wird, unterstützt gehen. Unterstützt gehen durch eine Vereinfachung von administrativen Vorgängen, von denen immer geschwert wird, die aber bei weitem nie richtig durchgezogen werden. Da fällt dann noch das Stichwort Diversifikation. Jahrelang haben wir hier am Land eine Politik gemacht, wo wir gesagt haben, nicht so viel Diversifikation. Wir haben schon viel zu viele neue Arbeitsplätze, die über Bankplatzgeschäft gehen. Es gibt Entreprisen, die hier wollten, groß investieren, aufgeblockt. Sie haben die wir unmöglich Komodo-Verfahren, sie haben die wir Negativsignale, die aus dem Wirtschaftsministerium kommen. Ich erinnere mich noch für ein paar Jahre, wie die Logistik voll zuerst dann aus der verhielten Logistikturm überholen, an ein großes medizinisches Logistikzentrum aufbauen, gouf dort vom Ökonomieministerium total aufgeblockt. Wie Kohlfarmer wollte Plötzlich kommen, die Haut am Saarland, die wir 700 Leute beschäftigen, gouf dat aufgeblockt, an der Beispiel giffen sich beliebig fest feiere losen. Das ist also ein Punkt, wo man muss ganz klare Politikwechsel machen, wo man muss Diversifikation an alle Bereiche unterstützen und noch ausländische Investitionen unterstützen, die an so Betriebe gemerkt geben. Stichwort Guichet unique. Ich kann engem Deutschen nicht klar Mensch hat man Patron von Kohlfarmer zum Beispiel jetzt für was an dem muss nicht kommen. Es kann nicht sein, dass in den Heivel investieren muss auf 12 verschiedene Behörden laufen, an überall die eng die Autorisation von der Erde aufhängig mich an dem Schluss sind 1 oder 2 oder 3 Jahre erW, an das immer nicht 4 kommen, aber wenn der selbst am Saarland mischt, von dem Moment an, wo eine prinzipiellen Okay-Krut von der saarländischen Regierung bis zu dem Moment, wo die Fabrik abgemerkt wird, als ganz genau Jahr vergangen. Inklusive Bauzeit von der Fabrik selber. Da das den Punkt, auf den man muss kommen, wir brauchen hier eng Urlaubsstelle, ein Guichet unique, ob egal was für ein Ministerium, sie das Ökonomieministerium oder wo immer den angesiedelt wird, was den einzigen Ansprechpartner wir von ausländischen Investisseuren und das Guichet unique, den da gäbe, mit den verschiedenen Instanzen des Projekts, nachdem man akzeptiert wird, gibt durchziehen.